Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, hier in unserer Laurentiuskapelle. Ganz besonders grüße ich unseren Besuch aus Hannover, Herrn Landesbischof Meister. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. An dieser Stelle, vorgestern haben wir erfahren, dass unser Bruder Ulrich Stephan ganz plötzlich verstorben ist. Wenn wir genaueres wissen, bekommt ihr Post. Wie immer, wir schreiben es euch dann. Wir haben eine Apostelkerze angesteckt und ich möchte für ihn beten. Deine Verheißung haben wir, Gott, um davon zu leben. Dein Wort, um uns daran festzuhalten. Wir beten für unseren Bruder Ulrich Stephan, den du zu dir genommen hast, dahin, wo alle Fragen, Freuden und Leiden seines Lebens aufgehoben sind. Wir wissen ihn in deiner Hand und in der Gemeinschaft mit dir. Sei du mit allen, die um ihn trauern, schenke ihm deine Nähe, deinen Trost und deine Kraft. Und lass uns den Wert der Tage erkennen, die uns als Brüder und Schwestern des Diakoniekonventes gegeben sind. Amen. Wir beten jetzt die Mette nach der Ordnung 1. Gott, tue meine Lippen auf. Lass mein Mund deinen Ruhm verkündigen. Eile mich, Gott, zu erretten. Und mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Wir beten jetzt zusammen den Psalm 145. Gnädig und barmherzig ist Gott, geduldig und von großer Güte. Gott ist allgütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Gott, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden. Dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königstums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Gott ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Gott hält alle, die fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Gott ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Mein Mund soll sein Lob verkündigen und alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen, immer und ewig. Der Wochenspruch für die kommende Woche: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ich lese das Evangelium für Trinitatis. Es steht bei Johannes im 3. Kapitel. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi,
Wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete: Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren ist, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon greis ist? Fragte Nikodemus. Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte: Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sagte, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Amen. Weise mir Gott deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Weise mir Gott deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Weise mir Gott deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Zum Bedenken in der Stille nochmal ein Vers aus dem Psalm. Mein Mund soll sein Lob verkündigen und alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.
immer sind deiner Hände Spur. Wer Augen hat zu sehen, ein Herz das staunen kann, der muss in Ehrfurcht stehen und betet mit uns an. Wir wollen gut verwalten, was Gott uns anvertraut, verantwortlich gestalten, was unsere Zukunft baut. Lass uns nur nicht fallen in Blindheit und Gericht. Erhalte uns und allen des Lebens Gleichgewicht. Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich zu Lob. Der Liebe Feld und Vögel zugleich wissen erhob. Der Botschaft hingegeben, stimmt fröhlich mit uns ein. Wie schön ist es zu leben und Gottes Kind zu sein. Kyrie eleison. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehören zusammen, Gott. Du hast uns miteinander verbunden und du willst, dass wir füreinander da sind. Wir bitten dich, lass uns unsere Gemeinschaft gelingen, auch wenn wir sehr verschieden sind. Gib uns aufgeschlossene Herzen füreinander, damit wir die Verschiedenheiten nicht als Störung erleben, sondern als Bereicherung. Hilf uns, mit den Schwächen und Fehlern der anderen barmherzig umzugehen. Schenk uns den Glauben, der sich nicht beirren lässt, die Liebe, die niemanden aufgibt und die Hoffnung, die keine Grenzen kennt. Amen. Gott sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lobt und preist unseren Gott. Gott sei ewiglich Dank. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige